welchem meiner inneren Kämpfe fühlst du am meisten mit? Ich denke ja, dass du gar keine Kämpfe hast. Weil du bist so ausgeglichen. Und ich habe das Gefühl, dir geht's fast immer gut. Und manchmal bekomme ich irgendwie, sagst du in einer Runde, das und das war, und dann schaue ich dich so an und so, das war ein Kampf. Das finde ich schwierig. Nach 22 Jahren, hey. Wow. Ja, seht ihr, das ist eben... Vielleicht müssen wir das ein bisschen mehr zum Thema machen. Ich habe dann schon noch ein paar Kämpfe. Ja, eben. Oder mir mehr sagen, hey, ja, was deine Kämpfe sind. Ja, du fragst ja nicht. Ja! Guten Abend miteinander. So schön, mit in die Beziehungsserie starten und gerade so mit dem Clip. Und ich liebe den, ich bin dabei gewesen bei diesen Aufnahmen. Das sind Hofers. Und sie redet so ehrlich über das. Und schon krass, nach 22 Ehejahren hat man immer noch so Themen, die man noch nicht so gut kennt und entdecken darf. Und darum, glaube ich, ist es ein gutes Thema, immer wieder über Beziehungen wieder zu lernen, sich auszurichten. Und ich freue mich, dass ich heute da ganz vorne mit euch anfange. Wir reden nämlich eigentlich gar nicht unbedingt schon über viele Beziehungen, sondern schon mehr, was ist eigentlich der richtige Weg aus Einsamkeit? Ich weiss, der Tim hat noch mal vorher schon gefragt. Ich frage noch mal schnell, weil ich habe viele Leute, die ich gesagt habe, ich rede über Einsamkeit, und haben mir gesagt, wow, so ein gutes Thema. Überleg mal schnell im letzten Jahr. Hat es einen Moment gegeben im letzten Jahr, wo du gesagt hast, ich fühle mich einsam? Ganz ehrlich, im letzten Jahr. Wer will sagen, er hätte sich einsam gefühlt mal im Verlauf des letzten Jahres? Es ist krass, fast jede Hand geht rauf. Und eigentlich ist es ein bisschen ein Paradox, weil wir leben ja in der heutigen Zeit, es hat noch nie so viele Menschen gegeben wie zuvor, noch nie so viele Möglichkeiten gehabt zum Beziehung leben. Es hat noch nie so viele Events und Angebote und Kirchen-Events auch gegeben, wo du Leute kennenlernen kannst. Es hat noch nie so viel Kommunikation gegeben wie heute. Du musst mal schauen, auf deinem Telefon, Bildschirmzeiten, wie viel Zeit du in Kommunikation investierst. Müsste doch klappen. Und dann gibt es so all die Dating-Angebote. Eigentlich müsstet ihr alle schon 3 Ehen haben, wenn ihr so viele Dating-Angebote habt. Und nein, das geht ja nicht. Entschuldigung. Das ist ja nicht gut. Aber es gibt so viele Möglichkeiten und gleich leben wir in der heutigen Zeit. Fast jede Studie, die über Einsamkeit geht, findet heraus, dass etwa die Hälfte oder mehr als die Hälfte wirklich chronisch, also regelmäßig sich einsam fühlt. Wir leben in einer Zeit, Einsamkeit ist ein Thema. Und ich glaube, gerade bei jungen Erwachsenen. Ich habe eine Studie von fast 100'000 Studenten, die wir gemacht haben. Erstens ist mir aufgefallen, bei sehr, sehr vielen fühlen wirklich sehr viel Einsamkeit. Und dann ist auch herausgefunden, hat man, dass die sich einsam fühlen, signifikant viel mehr Symptome haben von Depression und ebenfalls Symptome von Angststörungen und klar auch einen niedrigeren Selbstwert. Und das ist ganz klar. Einsamkeit ist nicht einfach ein easy Thema. Einsamkeit macht krank. Einsamkeit ist ein Problem. Und darum stehe ich nicht da oben, um uns irgendwie auch in irgendeiner Form zu sagen, ja, du bist halt selber die schuld. Im Gegenteil. Einsamkeit ist ein Problem und es tut mir als Pastor, ich bringe das Thema, weil es tut mir so leid, zu sehen, wie immer wieder Einsamkeit so viel Leben kann rauben, auch vielleicht in deinem Leben. Eine andere Studie eben auch. Einsamkeit hat man gemerkt, wenn es um Partnerwahl geht. Es ist ja so ein bisschen der Trend zur Zeit, dass immer wieder Leute kommen oder auf Social Media. Weisst, ich glaube, ich brauche keine Freundin, ich brauche keine Partnerin, ich bin auch gut, glücklich, allein und allein ist besser und das System mit monogamen Ehe ist vorbei. Für die einfach, die in diese Richtung denken, ich habe noch eine interessante Studie mitgebracht. Man hat Gesundheitswert gemessen von verheirateten und unverheirateten Männern. Und ein unverheirateter Mann ist so gesund wie ein verheirateter Mann, der ein Päckchen Zigaretten am Tag raucht. Das ist eine interessante Studie. Das heisst, niemand müsste dich überzeugen, dass es besser wäre, nicht zu rauchen. Das heisst auch, verheiratet sein ist für Männer so gesund. Unglaublich gesund.
Für Frauen übrigens, die müssen nicht nur in einer Partnerschaft sein, sondern auch in einer glücklichen Partnerschaft. Für Männer nicht unbedingt, interessanterweise. Hauptsache Partnerschaft für Frauen in einer glücklichen Partnerschaft, interessanterweise, dass sich auf die Gesundheit positiv auswirkt. So sind wir verschieden. Mehr dazu in 3 Wochen. Schau, wir kommen als Christen von diesem Ort. Und dort will ich nicht wieder hin, wo wir gesagt haben, wenn du noch nicht geheiratet bist, dann bist du nicht komplett und dir fehlt etwas und du kannst die Zeit nicht richtig geniessen. Und das sage ich überhaupt nicht. Aber wir dürfen auch nicht in die andere Richtung gehen, wie sie eben zur Zeit amix wieder hören ist. Es ist eigentlich scheissegal, ob du eine Partnerin findest oder nicht. Weil wenn du den Wunsch hast, eine Ehe eines Tages zu führen, ist das sehr ein berechtigter, guter, wichtiger Wunsch auf deinem Leben. Heute rede ich aber über den allerersten Schritt, wie kommt man überhaupt aus Einsamkeit raus. Und ich möchte wirklich dort anfangen, um dir zu sagen, schau, gerade als junge Erwachsene, du hast es im Moment schwer. Weil Einsamkeit kommt nicht einfach, weil du etwas falsch machst. Es gibt 4 Gründe, wo du nichts dafür kannst, warum Einsamkeit so verbreitet ist, gerade unter jungen Menschen. Nummer 1. In dieser Zeit, wo du bist, hast du viel zu viele Veränderungen, als du wahrscheinlich gerade wirklich handeln kannst. Überleg dir mal in den letzten Jahren oder in den nächsten Jahren, die auch noch kommen, du löst dich von deinen Eltern ab. Dann ziehst du vielleicht noch aus oder bist einfach viel weniger daheim. Dann, ich mag mich erinnern, ich bin in die Schule gegangen, als Gimmi 4 Jahre Freundschaft gebaut, das war mein Umfeld, so nah. Dann hast du Matur und auf einen Schlag, zack, alle Kontakte fast auf 0. Mega krass. Und dann gehst du studieren und einfach, zack, ein neues Umfeld. Wohnst vielleicht in einer neuen Stadt, kommst vielleicht auch noch in eine neue Kirche. Auch viele Sachen, die sich verändern. Du hast in diesen Jahren als junger Erwachsener so viele Challenges, Herausforderungen, weil sich dein Umfeld viel zu fest verändert, als dass du das einfach handeln kannst. Dann das Nächste, viel zu viel Social Media. Und ich tue einfach schon, es ist sehr, sehr klar beleidigt, wie ungesund, dass sich Social Media auf Einsamkeit auswirkt. Eine Studie zum Beispiel hat herausgefunden, Social-Media-Nutzung führt zu Isolation. Also, dass du gar nicht erst Kontakt hast. Eindeutig. Andere Sache, wenn du Social Media nutzt, je mehr du das nutzt, desto schlechter ist die Qualität deiner Beziehungen. Das steht in näherer Konkurrenz. Aber man kann ja nicht kein Social Media machen. Wo bleibst du denn da? Verstehst du? Aber Social Media ist so populär geworden und zum Teil auch so wichtig in unserer Gesellschaft, aber es wirkt sich eindeutig sehr, sehr negativ auf Beziehungen aus. Und du lebst jetzt einfach mal leider in dieser Zeit. Es ist auch logisch. Schau, nimmst dein Nattel vor. Es ist immer so eine Versuchung, über das Nattel hast du so schnell das, was du eigentlich brauchst. Du bist beim Coiffeur gewesen. Du willst ein Kompliment. Du willst wissen, dass es kein Fehler ist. Machst einen Post und du kommst Likes über und Kommentare. Es schreibt dann niemand, was ist das? Also vielleicht schon, aber dann blockst du die Leute und dann hast du es nie mehr. Aber wenn du mit Freunden abmachen, bis jemand dann sagt, bist du beim Coiffeur gewesen, und dann merken sie es vielleicht nicht, und dann hast du noch einen ehrlichen Freund, einen Kollegen, der sagt, ja, die alte Frisur hat mir besser gefallen, und es ist nicht einfach. Deine Bestätigung, so schnell hast du sie da auf dem Phone. Oder du fühlst dich einsam, schnell auf Pornhub, und hast wenigstens einen Kick wieder. Und hast es so schnell. Es gibt so viele Lösungen, wo du mit Social Media, mit dem Handy schnell kannst irgendetwas überspielen. Und Beziehungen sind halt nicht schnell, sondern langsam. Und darum, dass Social Media und dein Handy immer in deiner Tasche ist einfach eine Gefahr. Und es wirkt sich nicht so gesund auf deine Beziehungen aus. Das Nächste, ich denke das immer wieder, ich bin ja ein Gen Y. Wie macht man das? Y. So. Und ich denke immer wieder, heute, wie du aufwachst, was du alles weisst, unter wie viel Ansprüchen, dass du stehst. Es ist extrem. Wie viele Red Flags du kennst, ist krass. Wie viel X du kennst. Kennt ihr X? Ich weiß, was X sind. Kleine Sachen, die du falsch machen kannst. Und ups, bist schon abgeschrieben und dein Schwarm hat schon kein Gefühl mehr für dich. So kleine Sachen. Aber auch, schau, du hast so viele Tutorials und so viel Wissen, was noch alles könnte Red Flags sein und auf was du alles musst schauen. Wirklich, Generation Z, die sind so unglaublich überlegt. Ich meine, ich bin in meine Beziehung mit der Sina gegangen. Ich bin ein richtiges Arschloch gewesen, habe nichts gewusst, keine Ahnung von nichts. Und es hat irgendwie gleich funktioniert.
Verstehst du? Heutzutage musst du so reflektiert sein in allem drin. Ist viel einfacher gewesen damals für mich. Also du hast mega viele Ansprüche und dann kommen noch alle christlichen Ansprüche dazu. Dann kommen noch feministische Ansprüche dazu, die du vielleicht hast. Oder sonst Ideologien. Dann kommt noch der akademische Druck, weil du ja alles weißt und jetzt weißt du noch mehr, weil ich da dich zupredige. So viel Wissen. Und dann der vierte Grund ist der individualistische Grund. Wir kommen von dem in den letzten Jahrzehnten, hat sich so krass entwickelt von wir haben das Wir-Gefühl. Wir sind eine Gesellschaft, wir. Du identifizierst dich als Gruppe, als Gesellschaft, als Familie. Hin zu dem Hauptsache ich, der Individualismus. Ich und mein Jesus, wir müssen alles machen. Und das ist nicht falsch, aber es sind wie zwei Seiten von der Medaille, weil du bist beides. Du bist ein Du und du bist auch ein Teil vom Mir. Und das gehört immer dazu zusammen. Und die Gesellschaft oder einfach das, was du alles hörst, geht immer in die Richtung mehr und mehr. Hauptsache ich und du musst für dich schauen und für dich muss alles stimmen. Und da kannst du für all diese Sachen kannst du nichts. Du bist einfach aufgewachsen in diesen Sachen und die Gesellschaft hat sich so entwickelt und dein Alter, wo du drin bist. Und darum ist es mir mega wichtig zu sagen, dass du einsam bist, dass du dich einsam fühlst, dass das nicht einfach ist, Beziehungen zu schaffen. Es ist so und du kannst nichts dafür im Grundsatz, dass das schwierig ist. Es ist für alle schwierig. Wir haben vorher gesehen, fast jede Hand ist auf, es gehört dazu. Und darum mega wichtig, bist nicht streng mit dir, bitte. Es macht es nicht besser, wenn du auch noch auf dir rumhackst. Und wenn dein Selbstwert tief ist, weisst, das ist weg der Einsamkeit. Und du bist nicht einsam, weil dein Selbstwert tief ist. Gell? Lass uns anschauen, wie Gott mit Einsamkeit umgeht. Bibel aufmachen, ganz vorne. Das 2. Kapitel in der Bibel redet nämlich schon, ist die grosse Einsamkeitsgeschichte. Gott schafft den Adam, den Mensch, und dann ist das erste Problem, das der Adam hat, ist das. 1. Mose 2, Vers 18. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Nummer 1, der Adam ist einsam und Gott hat es gekümmert. Das ist das allererste Problem, das der Mensch hatte. Und Gott hat sich darum gekümmert. Vielleicht ist dein Gottesbild, Gott kümmert sich nur um Sachen, weißt, wo ihn etwas angeht, sodass deine Beziehung zu ihm gut ist und du brav bist und du schön geistig. Nein, Gott hat das gesehen und hat sich gekümmert. Gott kümmert deine Einsamkeit. Darum ist das Wichtigste, red mit ihm drüber. Gott, ich fühle mich einsam. Gott, ich bin allein. Gott, ich wünsche mir mehr gute Beziehungen. Red mit ihm drüber. Weil er ist der Erste, der das Einsamkeitsproblem hat lösen für einen Menschen. Wie hat er es gelöst? Lass uns zusammen anschauen. Jetzt wird es spannend. Was macht Gott? Er schafft einfach eine Frau. Nein. Stimmt nicht. Da ließ Gott, der Herr, Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er entnahm ihm eine seiner Rippen. Ja, und brachte, eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Dann formte Gott, der Herr, eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Also was hat Gott gemacht? Und das passt mega gut zu dem Problem. Du bist einsam, bist daheim, betest zu Gott und denkst, Gott, schenk mir bitte Freunde, schenk mir einen Mann, schenk mir eine Frau. Und was macht Gott? Er fordert, okay, ich brauche Rippen. Der Weg aus der Einsamkeit kostet dich eine Rippe. Der Weg aus der Einsamkeit kostet Hingabe. Das ist ein Prinzip, das gilt. Der Weg aus Einsamkeit hin in neue, gesunde, gute Beziehung braucht es immer, dass Hingabe ist. Und das Prinzip gilt sogar, jetzt musst du hören, für Gott selber. Johannes 3,16. Das steht dort. Gott hat die Welt so fest geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hat müssen geben.
Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren ist, sondern ein ewiges Leben hat. Gott selber hat etwas von sich geliebt, müssen loslassen, seinen Sohn. Jesus war seine Rippe, wo er sagen musste, okay, ich gebe dir, damit ich wieder verbunden sein kann mit den Menschen. Und jetzt ganz ein wichtiges Detail, wo Gott das gemacht hat und seine Rippe gegeben hat, hat er genau gewusst, schau, es gibt Menschen, die an mich glauben werden und die werden es annehmen. Aber ich gebe für die Rippe. Und es gibt auch Menschen, die das nicht werden glauben, die das nicht werden annehmen, aber ich gebe meine Rippe gleich. Rippe bedeutet, es ist eine Investition, die du gibst, wo du noch nicht weisst, was du zurückbekommst. Aber du gibst es gleich, du investierst. Und das Prinzip, liebe Freunde, können wir zusammen genauer anschauen. Hingabe ist der Weg, der Schritt aus der Einsamkeit raus. Sogar für Gott selber. Ich möchte verschiedene Sachen mit euch anschauen. Wie kann die Hingabe genau aussehen für uns? Ich weiss, logisch, es kann sein, dass du Zeit investierst, dass du Interesse zeigst, dass du Aufmerksamkeit gibst, dass du bereit bist, einmal etwas zu machen mit einem Freund, wo jetzt du nicht so lässig findest, aber du bist gleich dabei, all diese Sachen. Mir ist ganz wichtig, etwas meine ich nicht. Und das ist alles, was dort angeht, dass du ausgenutzt wirst. Von dem rede ich alles nicht. Also ich rede nicht davon, dass du tolerieren musst, dass Menschen dir Sachen nehmen oder von dir zehren, etwas, was du eigentlich gar nicht geben willst. Das ist mir ganz wichtig. Ich sage nicht, du musst, die christliche Theologie gibt es auch, ja, du musst halt einfach dich ausnutzen lassen, dass das der Weg ist. Von dem rede ich nicht. Ich rede von dem, dass du dich entschieden hast, dass du dich ganz bewusst entscheidest, ja, ich will das investieren, auch wenn vielleicht nicht das Gleiche zurückkommt. Und das ist die Grundlage vom Weg aus der Einsamkeit. Sind Sie mit mir? Gut, also, ich möchte 4 Sachen mit dir anschauen und dich inspirieren. 4 so Rippli, wo du kannst investieren in deine Freundschaften. Nummer 1, du sollst auch umblättern. Nummer 1, investieren ein Rippli bedeutet mehr Dankbarkeit als Zweifel. Was bedeutet das? Wenn du deine Freunde mal anschaust, der links und der rechts, dann muss ich dir sagen, vielleicht gibt es noch einen besseren Freund als der links und der rechts. Spürst du den Zweifel? Vielleicht gibt es noch jemanden, der toller ist. Oder eine andere Freundesgruppe, wo du weißt, die haben nicht so Kämpfe. Und genau diese Zweifel erlebe ich immer wieder. Und das, tausch das aus und bist dankbar für das, was du hast. Für die Menschen, die wirklich da sind. Wie wenn du dankbar bist, merkst du plötzlich, wow, krass, ich könnte ja in das investieren. Ich könnte ja da mehr reingeben. Und schau, lass mich zulassen. Ich bin seit mehreren Jahren unterwegs und Pastor von jungen Erwachsenen. Und es ist leider eine Geschichte, die sich so oft wiederholt. Dass Leute in der Kirche denken, ach, wäre ich doch nur in diesem Freundesgrüppli. Ach, hätte ich doch nur Celine oder den Tim als Freund. Dann würde es mir gut gehen. Hätte ich doch nur, und du denkst, und wirklich, das ist eine Geschichte, die sich wiederholt hat, all die Jahre. Wenn ich dort würde zugehören, dann wäre ich endlich zufrieden. Und dann wäre ich endlich im Inner Circle. Sunday Night hat nicht einen inneren Circle. Es gibt's nicht. Es ist eine Illusion. Und ich habe es immer spannend gefunden, wenn ich das wieder gehört habe von Leuten, weil ich die Personen kennt habe. Und gewusst habe, ja, diese Leute haben auch ihre Struggles. Wo du meinst, die haben so einen lässigen Kollegenkreis. Ja, sie haben vielleicht viele Followers auf Instagram. Und sie geben sich gerne so shiny daher auf Instagram. Aber auch die haben Challenges in ihren Freundschaften. Und auch die müssen ihre 2, 3 Freunde, die sie haben, pflegen. Und mit denen schauen, dass sie über Jahre Freundschaften bauen können. Und darum schau, wer ist, bist dankbar für die Leute, die neben dir sind. Und verpasst die nicht.
Ich habe jetzt wieder angefangen, die letzten paar Wochen, habe ich angefangen mit meinem Dad, mit meinem Papi, gehe ich fitten am Morgen. Ich gehe nicht ins Fitness, aber einfach mit ihm. Nicht zum Muskelputz werden, das auch. Aber nein, weil ich Zeit haben mit dem Menschen, der um mich herum ist, das ist mein Papi. Und ich will es nicht verpassen, mit ihm Freundschaft vertiefen. Nutz die Menschen, die um dich herum sind, die Freunde, der heute mit dir da ist. Nutz und bist dankbar für das, was du hast. Und bist geduldig. Bei mir hat es 3 Jahre gebraucht, als ich ins ICF gekommen bin. Und ich habe mitgeschafft und das Morgen gehabt und alles. 3 Jahre, bis ich sagen konnte, okay, jetzt habe ich etwas, das etwa ähnlich ist wie ein Freund. Es braucht Zeit. Ich habe dir hier Bilder mitgebracht. Eine Sonnenblume braucht etwa 3 Monate von der Aussaat, bis die erste Blüte gibt. Bambus, 5 Jahre muss es wachsen, Bambus. Ohne, dass es einfach irgendwie umpflanzt wird. 5 Jahre, bis es gross ist. Ein Äpfelbaum, 5 bis 8 Jahre, bis erstmal wirklich gute Früchte kommen. Eine Eiche braucht bis zu 20 Jahre, bis sie die volle Größe erreicht hat. Wie viel Zeit gibst du deinen Freundschaften zum Wachsen? Bist nicht schnell drin, um zu sagen, der links und rechts ist halt nicht so ein guter Freund. Hab Geduld. Und hab auch Geduld mit dir. Du hast 9 Monate gebraucht im Mutterleib, um dich zu entwickeln. Du hast 5 Jahre gebraucht, um einigermaßen anständig zu reden. Die einen können es heute noch nicht. Du hast 5 Jahre mehr gebraucht. Sorry, eine grosse Entschuldigung an Thurgau, es tut mir leid. Nein, ich habe eine Thurgauerin geheiratet, darum bin ich mit der Thurgauer. Ich kann das nachher so entschuldigen. Du hast 5 Jahre gebraucht, zum Lernen schreiben in der Schule. Und du brauchst etwa 3 Jahre, zum Lernen in einer Fremdsprache eine Konversation halten. Nach einem halben Jahr hast du es wieder verlernt. Je ne parle français. Jetzt ist aber die Frage, wie lange gibst du dir Zeit, wie lange brauchst du echt zum Lernen Freundschaft? Wie lange braucht man für das Lernen, ein guter Freund zu sein? Oder wie lange braucht man, bis man Ehe kann? Partnerschaft? Gibt dir Zeit? Wir haben es am Anfang im Video gesehen, Ladina und Dave. Nach 22 Jahren Ehe kannst du es im Fall noch nicht. Hab Geduld, du musst lernen, Beziehungsleben. Es ist nicht einfach so schnell und dann kann man es. Verstehst du? Bist dankbar und hab ein bisschen weniger Zweifel. Der nächste, jetzt kommt mein Lieblingspunkt. Der nächste Punkt, die nächste Rippe, wo du kannst investieren in Freundschaften, liegt da. Und zwar, es ist, wie es ist. Der Fisch ist auf dem Tisch. Es ist ein Fisch. Aber das ist genau mein Punkt. Bist du die Person, die Sachen anspricht, anstatt dass du Leute einfach ghostest? Der Fisch muss auf den Tisch. So. Schau, es ist gar nicht so einfach. Bist du die Person in Beziehungen, die sagt, wir haben einen Streit gehabt, ich fange an. Ich habe das und das falsch gemacht und es tut mir leid. Bist die erste Person. Das ist dein Rippli, das du geben kannst. Hab immer eine Geberhaltung. Das ist das Rippli. Aus der Einzel. Hab eine Geberhaltung. Geben ist seliger als nehmen. Bist die erste Person, die sagt, okay, komm, ich spreche es an. Das ist mein Fehler. Ich habe es gemacht. Mir tut es leid. Bist du die Person, wenn du das Gefühl hast, hey, zwischen uns, ich weiss nicht, ob etwas zwischen uns steht, bist du die Person, die es anspricht? Oder das, was mir besonders schwer fällt, und vielleicht anderen auch, vielleicht eher Männer, zum Angehen und zu sagen, liebe Sina, so heisst meine Frau, das, was du gestern gemacht hast, überfordert mich und es triggert mich mega, es macht mich hässig und ich weiss nicht, wie damit umgehen. Ich weiss auch nicht, was sagen, aber ich kann es dir einfach sagen, wie können wir es lösen?
bist du die Person. Und du bist immer auf der blöden Seite, wenn du der bist, der es anspricht. Aber der Punkt ist, wenn der Fisch nicht auf dem Tisch ist, so, und er bleibt da unten, irgendwann fängt es an zu stinken. Du kannst dir vorstellen, wie ein romantisches Date ist, wenn es unter dem Tisch einen Fisch hat, der stinkt. Es macht das ganze Date, es macht die ganze Beziehung, nimmt es ein. Und jetzt kommt der tiefste Punkt. Irgendwann wird der stinkige Fisch giftig. Irgendwann wird es toxisch und niemand hat den Mut gehabt, um es anzusprechen. Und nachher gehst du und nachher sagst, irgendwann, wenn es dann toxisch ist, hey, schau, ein toxischer Fisch, du bist mega toxisch, ich gehe jetzt. Dann ist es spät. Dann ist es spät im Fall. Wenn du Schluss machst, musst du nicht mehr sagen, was dir nicht passt am anderen. Dann ist es spät. Wenn die Beziehung fertig ist, dann dann bist du ruhig und gang. Dann musst du nicht mehr auspacken. Wenn du gekündigt hast schon, musst du nicht mehr dem Chef sagen, was er falsch gemacht hat. Dann ist es spät. Du musst dann die Sachen ansprechen, wenn die Beziehung noch lebt. Wenn du die Beziehung noch hast, dann bringt es etwas. Und nochmal, wie es so schön ist. Es ist so, wie es ist. Dankeschön. Fertig, das langt. Selin! Jetzt stinkt dann meine Bibel nach Fisch. Weißt du, so bei den ersten Preachers. Nein, lieber das Mikrofon. Das braucht dann der Leo nächsten Sonntag. Das ist besser. Komm. Mein nächster Punkt. Ein Rippli investieren bedeutet, jetzt muss ich das wieder führen. Ein Rippli investieren bedeutet auch, du hast mehr Gnade und weniger Verurteilung. Ich habe gelernt in meiner Beziehung, es wäre besser gewesen, ich wäre gnädiger gewesen mit der Sina. Sie hat mal ihre Chefin gefragt, die ist eine sehr gute Chefin und sehr lange geheiratet gewesen. Was ist Ihr Ehetipp an uns, weil wir ganz jung zusammen waren? Und die Chefin war Christ und sie hat gesagt, sind nicht streng miteinander. Sind grosszügig. Und ich habe gemerkt, es ist so wichtig. Bist grosszügig mit deinen Freunden. Nicht kleinlich, du hast das noch gemacht, bist grosszügig. Ich mache das Beispiel, wo ich es nicht war. Ich habe meine Frau am Anfang, ist sie so mega schnell, wenn irgendetwas war oder ich einen Fehler gemacht oder nicht passt, ist sie so emotional gekommen und respektlos zu mir. Einfach so ihre Emotionen, so da und dann so. Und ich habe gemerkt, sie ist so respektlos. Was redet sie so mit mir? Ich kann argumentieren wie normal, aber sicher nicht so. Und ich habe dann mir angewöhnt, ich laufe einfach weg. Wieso lasse ich nicht mit mir umgehen? Und irgendwann habe ich nach Jahren dann realisiert, das Arschloch bin eigentlich ich. Weil sie darf Emotionen haben und sie darf Emotionen zeigen. Ich kann einfach nicht damit umgehen, mit ihren Emotionen. Und ich finde das respektlos, weil ich Angst habe, dass jetzt irgendetwas kommt. Oder weil ich mühsam finde, jetzt mit Emotionen umzugehen und es mir einfacher fällt mit logischen Argumenten. Aber ich bin der sie einfach nicht angenommen hat und gesagt hat, mit Emotionen kannst du mir gar nicht kommen. Und ich wünsche mir so oft, ich hätte doch grosszügiger sein. Und das musste ich lernen in der Beziehung. Und wenn du länger Beziehung willst, dann bist du von Anfang an grosszügig. Es lohnt sich. Weil du musst dir nachher noch oft an den Kopf langen und denken, oh, eigentlich bin ich das Problem gewesen. Jesus sagt es doch schon. Seid nachsichtig mit den fehlenden anderen. Und mein letzter Punkt, ich glaube, in all dem drin, hat mehr Jesus und weniger Ego. Und das ist mir mega wichtig, wenn du sagst, der Geist von Gott wirkt in uns, sodass wir Jesus ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit repräsentieren. Hebt den Fokus in allem drin. Und das ist mir heute mega wichtig, wenn es um Einsamkeit geht. Du leidest an etwas. Du hast es nicht einfach. Und man ist schnell dann dort als Mensch, ich verurteile mich, dass ich allein bin. Wahrscheinlich mache ich es falsch. Ich bin nicht liebenswert. Oder man ist schnell dort drin, dass man so schnell verbissen wird,
weil man doch jetzt unbedingt endlich Beziehung will, endlich das erreichen will. Und man ist so in Gefahr, irgendwo verbissen zu sein. Glaub mir, die beste Strategie, die du machen kannst, um zu sagen, Jesus, da ist mein Rippli, es gehört dir. Das könnt ihr jetzt singen, he? Sag mit deinem Leben in dem Ganzen drin, gib das Vertrauen Jesus ab. Mach mich dir ähnlicher, Jesus. Ich weiss, du hast deine Wünsche, deine Erwartungen, red mit Gott darüber, aber lass ihn dich formen. Ich habe irgendwann wirklich aufgehört, zum zu sagen, was ich als nächstes an mir verändern will. Ich habe gesagt, Gott, ich kann das nicht so gut. Ich nehme immer das Falsche. Ich täusche mich zu oft. Gott, ich höre jetzt neu, was willst du an mir verändern? Und ich fahre recht gut mit dem. Weil ich bin viel zu hart. Ich bin viel zu unbarmherzig. Und so verschlossen oft der Liebe und Annahme, die Gott zuerst einmal noch in mein Leben bringen will. Und durch das, was Gott dann tut, beziehungsfähiger werden. Komm, wir stehen zusammen auf und machen das gerade. Wir geben Jesus unser Herz an. Jesus, ich will gerade noch nicht beten. Ich will, dass du selber betest. Dass jeder von uns hier betet, auch online, wenn du zuschaust, auch wenn du Podcasts schaust. Jesus kümmert deine Einsamkeit. Und all die Einsamkeit haben, ab und zu oder zu oft oder in einem Bereich, red du jetzt mit Jesus und sag's ihm. Und jetzt fragt dich Jesus, darf ich dein Herz formen? Und darf ich dir zeigen, wo du Rippli investieren in deine Beziehungen? Machst du den Schritt mit mir? Weil ich dir sage, dass du nicht zu kurz kommst, machst du den Schritt auf die Geberseite. Bist du bereit, dort, wo ich sage, Rippli investieren? Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.